Ik freue mich voor de Leute, wat we hier zingen, dat ik heb vrede in mijn ziel. Lothar, in mijn laatste part van deze boodschap wil ik met reden van den Friedensprins. En zo, de prins, die heeft principen, waar we nu leven kunnen. En zo, we worden nog some van die principen van die checken, waar we leven kunnen. Maar we zijn de tweede boodschap, en wat ik na Druckfrie leven, stress-free living. Vorige zondag dan had ik de boodschap aan Dien tijd, van der is het Dien Jelt. Nächste zondag wordt het Dien verhältnissen zijn. Dus ook wanneer ik van deze dingen rede, is dat ik kijk me bij het raam en ik vraag mensen, wat is het wat stress heeft in die leven? Wat is het wat de druk heeft in die leven? En velen die geven me de antwoorden terug en schrijven me en wat immer. En aber dat komt er klaar uit dat we zijn in de druk veel meer dan onze tijd. We rennen en we gaan alweer zelf meest krijg dubbelt geboekt en we zullen daar zijn, ik zal nog hier gaan en ik zie al even meid en even druk, wat we kunnen zijn. En zo dat geeft me een deel druk zijn, mensen. En dat hadden we feesten nog, wanneer niet gaat die zijn, goed terug, kijk daar, er hoort die boodschap. En van daar wil we kijken naar die geld. Wanneer ik vraag, wat geeft die druk, veel mensen zeggen dat geld. Wil ik met mijn geld omgaan, of wil ik ga omgaan met mijn geld, of vielleicht niet regelen wat er aankomt bij een tax, of wat immer dat alles mag zijn. Of vielleicht zijn het entscheidungen, waar ik ga gemerkt, en ik ving niet op allemaal in de stad, wo ik niet had gedacht, wo ik would, hier komen nu zie ik in je druk. En zo vele mensen zijn in je druk, wanneer het komt met dem geld. En dan nächste zondag werden we een beetje kijken naar die verhältnissen. Mensen zeggen dat we zijn in je druk, wenn dingen wat passeren in een familie, tussen man en vrouw, dat kinderen met ouderen, of geschwister, of wat immer dat alle is. Vielleicht de Wirt, oder wat immer dat is, maar we zijn in je druk, wanneer het komt met verhältnissen. En zo van daar werden we bij kijken naar die geld. En Jezus, die heeft een ganzes Kapitel geschreven aan de eindtijd van deze wereld. En zo deze boodschap is niet een eindtijd wereld boodschap. En aber Jezus in Lukas 21, hij zegt, dus is dit. Hij zegt, ziet voorzichtig tot de laatste tijd. Wanneer je wat nodig komt, dat het eng wereld wordt zijn. Hij zegt, ziet voorzichtig, dat je niet door vreten en zuipen en zorgen over het leven dat hart beloden. En zo, wat hij zegt, is ziet voorzichtig, niet ordentliche dingen doen. Op een andere Übersetzung zegt het vreten, zegt het bloß leven langzaam afleven, bloß glücklich leven. Zuipen, some mensen doen dit met alcohol, some doen vielleicht met pillen, some mensen die beloden zich heel hard, vielleicht wenn Dinge wat er passiert zijn, wenn Stress wat er al is, bloß noch Dollar schaffen, noch Tiger zur Arbeit fahren, noch Leute nach Hause kommen. Some von uns, wir kaufen even Dinge, wir sind so in Stress, wir sind in Druck, und dann müssen wir vor schaffen, Dinge ankaufen, was uns wirklich nicht fehlt, wenn wir sind in Druck. Und das ist basically, was das hier ist, dazu sagt, passt auf, was ihr tut, seid vorsichtig, wenn Jesus der wisst, dass das könnte passieren, und er wisst, dass das würde in uns hart sein. Wir würden uns hart beloden mit Druck, mit Stress, mit Dingen, was da angehen. Und manchmal sind das Umstände, manchmal sind das Dinge, was wir uns selbst tun. Und wenn wir hier sitzen und beten und checken, kann man uns merken, er sagt hier nicht, seid vorsichtig über ihr Leben, über ihren Boss, über das Wahre, über die Politiker im Land, die Landkanzler, so eine Stadt, er sagt, seid vorsichtig, dass ihr Hart nicht was beloden war, was in ihr Hart ankommt. Und in Lukas, von der wollen wir noch die Geschichte checken, in Lukas 15. Lukas 15, da vertelt Jesus mehrere Geschichten. Er fängt an mit der Geschichte von den verlorenen Schub. Und dann hat er eben vertelt von den verlorenen Silberstücke oder das Wechsel oder das Geldbiet, Silberbiet oder was immer wir das wel nennen. Und dann das nächste, dann hat er noch die Geschichte von den verlorenen Seen. So er sagt, dann sagt er, seht ihr auch, so er hat groß die anderen Dinge vertelt. Und dann sagt er, wie ein gewisser Mann, der hat 2 Seens und der jüngste sagt zu seinem Vater, Vater, gib mir mein Port von Aufgaut, dat mij treft. En ik wil hier so een klein beetje te de jongere mensen reden. Ik geloof dat zijn al onze harten, oud en jong en alle, maar dit zegt hier de jongste. En ik wil een beetje de jongere mensen reden. Ik kijk zeer op naar de jonge mensen, wat zich verstaan met geld, wat beter af zijn met dem geld, als wat we weer in dat alle. Maar ik weet dat ook, dat some van die wat 20 oder enger 20 zijn, vielleicht wat immer,
dat we denken manchmal, dat we weten die dingen, dat je weten dat, aber je weten niet alles, wat je denkt, wat je weten. Al die, wat de 40 en eeuwen zijn, zullen luid Amen zijn. No, we pikken niet aan junt, aber hier zegt het de jongste. En wanneer we kijken naar ons leven, ik en Christi, als we jong weer, dat is waar we onze Fehler maken. Wenn we dachten, we wisten, en we wisten goed wat we deden, en later wordt, wenn we hard niet gewist, wat we deden met ons geld. En daarin is het wichtig, Jezus zegt, ziet voorzichtig. Aber hij zegt hier, jef me mijn pot wat mij traf. Manchmal ist es so, dass wir glauben, bis einfach, das traf mich. Ich habe auch nicht viel geschafft, aber das traf mich. Wir sind entitled, würde wir auf Englisch sagen, das ist einfach, was mich traf. Jef mir mein Pot, gib mir. Und zu der Zeit ist Jesus diese Geschichte verteilt. Ich glaube, die Menschen würden alle haben mit Lauf abgeholt, wenn dort wir sehr unheimlich, wenn da würden sitzen in Wirklichkeit seine passiert. Und so Jesus, der verteilt Gleichnisse, um die Wahrheit rüberbringen. Und ich glaube, die Wahrheit, was hier ist, das zuerst ist, dass wir sollen vorsichtig sein, even in unsere jüngeren Jahren. Und dass wir nicht uns einer Weg gehen. Und so, wir sind in Druck, wir sind in Stress, wenn wir benommen sind mit Meier. Wir wollen Meier. Und das Jung, der wird können sagen, dass, weil ich weiß, dass ich mein Aufgabe kriegen, und vorher, wenn du gestellt bist, so ich das Aufgabe kriegen, aber ich will Meier, ich will das nu. Ich will nu und ich will Meier. Veel werk kijken we naar dat boek Lehrer Kapitel 4, en daar zegt het dat het beter met een handval te gaan als met twee hangval en in wind hing er is wanneer we den grijpen wil. Ik weet niet wer van jullie gisteren moest de Mets hing er die zijn te grijpen. Ja. En zo een beetje zit dat manchmal met ons, wanneer het komt met dem Jelt. We willen meer en we halen bij het hangval en we rennen nach den wind hing er is wanneer we den waar kunnen grijpen. En wenn ich ein bisschen noch ans Leben kijk, wann klippet unsere Geschichte vertellen ist, wie jünger wir, so ist das hier so in unseren 20er Jahren, wir wohnen in den Städten, wir schaffen auf einer Farmerie da, und das ging sehr schön auf der Farm da schaffen, und, aber wir kamen zurück von den Städten wohnen, haben uns ein bisschen Dollar verdient, wir hatten keine Schuld. Und wir waren ganz frei, wir kamen nach Mexiko, und dann hier ist das so, dass die Lehn hätten zum Investments machen, zum Geld nehmen, und dort wird sich verdoppeln, und wir können das kaufen, dann verkaufen, dann wird das Geld zurückkommen, und dann fangen wir an mit der Schacherie zu schaffen, und wir dachten, wir wussten, was wir da, und wir gingen im Bett, besiegt Gott seinen Plan, und viel von den Dingen, die drehen schief. Ich fange an zu verkaufen, und verkaufen, und das fängt an sehr schwer zu drehen, wenn wir dort nicht alles nur Gott sein Plan. Und wenn wir Gott hat gefragt, vielleicht wird er uns dann noch sagen, hey, pass auf, be careful, dass du nicht vor enger Druck gehen mit some von den Dingen, was du tun. Und dann das Nächste, was dann passiert, ist dann merkt man Schuld. Wenn wir müssen hier betonen, Jana hat noch nicht betont, dann wird Schuld merken, dann ein bisschen eine Brick merken, dann merken wir bis Meier und Meier Schuld. Und dort wird noch nicht das Erste. Wenn ich zurückkicke nach uns Leben, in unsere jungen Jahren, ich glaube, der größte Fehler, was wir merken, dort wir erst vor allem ein bisschen Schuld hat gemerkt, aber dann hat die Familie geplant, nach Kanada zu fahren und da alle trafen und davon Dinge down, wo das Geld wird brocken und dann dort wir dort noch. Und so ein anderer wird, wir lieben uns nach Geld ab Credit, damit wir gucken können, auch so sein, dass der andere Lied, was die Geld hat, was nach Kanada fahren. Und da, dann zu Strick kam, dann gerechnet, ab Jana würde mich betonen, die betonen nicht, und so ging das Rad wieder. Aber über dem für mehrere Jahre haben wir es geschafft, um da seine Rüte zu kommen. Und alles, was ich zu Ihnen will sagen, ist, Jesus sagt, seid careful, passt auf. Seid vorsichtig, dass ihr heute nicht vor beladen wird, bloß dass ihr in der Druck seid von, benommen seid von Meier. Ich will bis Meier, ich will Meier. Und so, die Geschichte geht wieder von dessen sehen. So, der Vater hat das dann alle ausgeteilt und dann den Jelt noch den Jungen gegeben und sagte, und das geht nicht lang. Dann packt er alles ab, der Jüngste, der packt alles ab, reist weg naar een ander land. So dat duurt niet lang. Een andere weer, hij wil het nu. Ik wil nu een ander leven aanvangen, ik wil nu dat geld aanvangen te verbruiken. En dat is wat hij doet als dat zo deed. Hij wordt haar kunnen luren bij zijn afgod aan je straf. Hij wordt haar kunnen luren bij Lothar. Some van die wat vielleicht 20 jaar zijn, of weniger zijn, ik weet dat veel van jullie kan al meest niet luren dat je mal kan uit hem huis zijn en allemaal op je eenheid zijn. En ik spreek dan zijn op dat, ik gelijk dat je ver kijkt, dat je een plan hebt en dat de jugend ver gaat, de jongere mensen, en ze willen uit hem huis rijden, ze willen er ene dingen doen. Dat is een goede denken, maar Jezus zegt, ziet voorzichtig.
Seid vorsichtig, was ihr wollt, dass ihr nicht vor in ihr Druck kommt mit Stress, mit Credit Cards, mit Dingen down, mit Leben, mit Schuldmerken, für wo ihr nun noch nicht seid. Wenn das, was das hat, verbrucht sein Geld alle. Und manchmal, weil wir uns bis vergleichen. Und für die, was die jung befriedet sind, ich sage manchmal, mein Haut auf today, was die jung befriedet sind und ein Budget haben, und sie verstehen sich mit Geld und sie planen und sie gehen fair. Aber manchmal ist es auch, dass es darauf ankommt, bei uns kommt es darauf an, dass wir uns vergleichen mit so einer, was 40 Jahre, 50 oder 60 Jahre Lied wir, und wir wollen kriegen so ein Haus haben, wir wollen kriegen so eine Farm haben, kriegen so eine Ranch haben, wir wollen kriegen so ein Business haben, ist was die haben, und dann hat wir uns in eine Klamm gejagt. Und so, wo alles, was ich sage, zu junge Menschen, träumt fair, war ich harten Plan, ich gleich dort, was ihr tun, bloß sieht vorsichtig, dass ihr nicht Schuld merken, vergleichen mit so einer, was ihr in dein Geld habt. Das hat es jetzt wieder. Der nächste Punkt ist, wir sind in der Druck, wenn wir alles neu wollen. Wir wollen alles neu. Neu. So ich will es neu haben, nicht Lothar, ich will es neu haben. So die Geschichte jetzt wieder. Und so ist noch das Land gereist, wie es aufessen, und da vermachelt er alles. In andere wird, da verquost er alles. Da verbrucht er das Geld alle. Alles verquost. Und ich glaube, das sind all unsere Worte, dass wir müssen abpassen, dass wir nicht anfangen, das Geld bis zu verquosen. Ich weiß, dass das nicht so bekannt hier in unserer Kirche oder in unserer Gegend eben, dass da viel gegambelt wird. Wenn ich kicke nur das Wort, was meint das vermacheln? So haben wir auf Englisch gesagt, gamblen, waden, bloß verquosen. Und so, ich weiß, wir tun nicht so viel hier in unserer Gegend sind dort, aber ich kicke ein bisschen, was da wie in Mexiko überall, wo viele Menschen kaufen sich Tickets, Lotteria-Tickets, dat ze dat geld waar je van. En sehr veel mal, als dat plus alles weggeschmissen, het geld dat is verkwozen. Du sagst, well, ich lebe nicht, dass das jung deed und das plus vermacheln. Aber vielleicht sind da andere Dinge, was du das, wo du kann trickbacken und das Geld nicht verbrucken. In Mexiko wird sehr viel Geld verbruckt in Lotterias. Ich kicke nach die Websites, wo du kannst nachgehen, an Internet und wo du kannst Tickets kaufen. Und er hat alle sehr Schmack beschrieben, das kostet mir so viel, man ein paar hundert Peise. Und das sind die Gelegenheiten, dort, wo das Geld alle gewinnen kann. Aber wirklich ist das verquosen und vermacheln das Geld. Wenn einer der sieht mal zu mir, dass ich glaube, dass wir haben eine bessere Gelegenheit, dass uns wird von Blitz getroffen, ist, dass einer wird ein Lotterieticket gewinnen. Und viele Menschen, die tun jeder Weg, diesen Preise wird vermachelt, verbrucht. Und Lotterietickets, wenn ich kicke, wie viel Geld und Nahen kommt in Mexiko und dort. Sehr viel Geld. Ich kicke in den States, wie viel Geld die Lotterias Nahen nehmen und wie viele Menschen du hast dort zu spenden in ein Jahr. Das sind sehr große Quantitäten. Und dort wird sein bloß vermacheln. Und du sagst, okay, da sehe ich frei von. Ich darf nicht warten, ich darf nicht Lotterias kaufen. Well, vielleicht sind da andere Dinge. Frau den Herr Jesus, was sind die Dinge in deinem Leben, wo du Geld verbrückst, was du vielleicht nicht so verbrücken, wenn es nicht gamblen ist. Was ist es dann? Vielleicht ist es, dass du best nu kriegst in einer Season von einem Leben, wo du vielleicht einmal sagen, diesen Monat oder 2 Monate, das ist eine Zeit, wo wir nicht vor 2-mal die Weg fahren im Restaurant. Wenn das kommt dir, wir wollen ein bisschen abpassen ans Budget, vielleicht hast du bloß bloß Dinge kaufen. Bloß fahren Dinge kaufen, was dir wirklich nicht fehlt. Vielleicht hast du dort weggeschmissen, das Geld, und dort ist ein bisschen quosen. Bloß das Geld wegschmieden. Aber dann sagt es, und es ist nicht mehr hart. So nu hat er nicht mehr. Hat er alles verbrucht, alles verquost, das Geld wie alle weg. Und Jesus sagt, seid careful, passt ab, dass ihr nicht in diese Zeit ankommt. Wie sei vielleicht, weil wir haben nicht so viele Menschen, wo wir können nur abchecken. Der Government, der braucht auch mehr Geld, als was sie wirklich haben, und der Lehrer im Land oder was immer. Und ich will Ihnen sagen, dass vielleicht hast du es dort, dass so eine Städte sind, aber wer will nur die Menschen checken, was uns wirklich halten kann. Ich weiß, dass hier in der Kirche sind eben Lied, wo ihr keine Rot mit leben, was all vorab sind, und was nächstes zu leben, und was ein Budget haben, was abhosten Geld. Und so, was ich Ihnen will, bis Mut sprechen, wenn ihr in einer Season sind, wo ihr nicht so reich mit weit gut redet, mit anderen Lied, vielleicht was wieder sind, dass hier und sagt, was tut ihr das? Wo lebt ihr? Wo kommt ihr wieder? Wo habt ihr Dinge angestellt, dass es nicht so viel Druck gibt? Wir sitzen in ihrem Leben erst nicht Druck. Wenn ja, wo tut ihr das? Lehrt uns dort auch. So, das sind Wege, wo wir können eine Hecht checken oder eine Menschen checken, was die wieder sind, als was wir sind. Ich bin dankbar, dass wir als Kirche mit uns Geld. Ich glaube, dass wir nicht jeder Weg alles verbrucken, dass wir einmal alles verbruckt haben.
Ich glaube, dass wir können 10% het sie doen. Wir haben eine Euro und wir können Menschen uithelpen, wir können Mission doen und wir ran uns nicht immer jeder Werk ganz fast. Und so ich sehe dankbar, dass wir unsere Kirche dort so ran können. Und so wir sind in der Druck, wenn wir alles verbrücken, was wir haben. Wenn wir alles verbrückt haben, was wir haben, dann sind wir in der Druck. Und so wir haben bloß ein Wasser Limite, wir haben eine Grenze und wir leben manchmal bis ganz bald an uns Limite. Für ihr Werk kicken wir noch an die Zeit. Wir leben ganz bald an uns Limite, ein groß ein bisschen vorbei und so da wir jedes Mal mit uns Geld. Und dann jaft der Druck. Und dann das nächste Ding, was dann passiert ist, dann merken wir Schuld. Aber in Zeit ist es jedes Mal so, wir sind ganz bald ans Limite. In anderen Worten, wenn wir 23 Minuten hatten, wo wir vor, dann verloren wir 23 Minuten fertig. Und dann ja, wo alles, was wir haben, und checken noch ein bisschen, dass der Transitor nicht ist, und dann noch mal eben am roten Licht, wenn wir sind weich nach der Gebetsstunde, nicht? Und so, ich weiß nicht, no, aber wenn wir keinen Space nicht haben, wo ganz bald unsere Grenzen sind, das wo der Druck jaft. Das jaft Druck, wenn wir ganz bald unsere Grenzen sind. Ich kijk deze week een beetje, wanneer het wat hem Geld krijgt, wat de promedio is, wat in Mexico jeder Mensch hoeveel schuldig is. En dat zijn 35.500 Peso. Klinkt etwa 35.000 Peso. Jeder Mensch kriegt allem geteilt, wat ze van Arbeit, wat de Schuld hat. Dat is wat Forbes Mexico zegt. 35.000 Peso. Viele Menschen die haben zoveel Schuld als 2,9, oder wel zij dreimal so viel ist, was sie in einem Monat kriegen. Und andere wie das meine Annahme, aber ich sie 3 Monate hängen. Nicht bloß erst dort, was sie die Schuld haben, sind hängerstellig. Und so werden wir abpassen. Jesus sagt, sieht vorsichtig, dass ihr heute nicht war belohnt mit diesen Dingen, dass ihr dort nicht mal was scheingehen mehr. Und an den Städten ist es noch viel mehr. Etwa $6.000 ab jeder Karte. Und das seht ihr, dass viele Menschen haben wenigstens 3 Karten, wo das etwa $6.000 Schuld an ist. Und nicht bloß Schuld, sondern was der hängerstellig ist. Und dann jaft der Druck. Jaft bloß Druck, wenn wir uns in so einer Stadt so eine Leo nernloten ist dort. Und dann, was dann das nächste passiert ist, die Geschichte jetzt wieder, und dann kommt eine große Hungersnot. Und andere wird, dann kommt ein schlechter Tag. Hier hat wir uns nicht abreicht gemerkt, alles Geld verbrückt, alles verquost, und dann kommt ein schlechter Tag. Und so wir sind in der Druck, wenn wir nicht bereit sind für Sturm. Wir haben es nicht bereit gemerkt für Sturm. Und der Sturm, der kann verschiedene Dinge sein in uns Leben. Manchmal ist das Sturm bloß Dinge, was da wirklich passiert, wo wir nicht können mit tun. Da kommt eine Krankheit, oder irgendwelche Dinge kommen in eine Familie rein, das ist ein Sturm und wir haben es dann nicht bereit gemerkt. Und dann sind wir in Stress, wenn wir sind nicht bereit dafür. Manchmal sind das Dinge, wo wir uns selbst eine schlechte Entscheidung gemerkt und wir kommen bei einer Stadt, wo wir bloß nicht bereit sind für den Sturm. Und andere wird, wir haben keine Euro, wir haben keine Savings Account, wo wir sagen, haben kein Geld nicht zu sie getan. Es wie in der Stadt wohnen, wir schaffen auf einer Farmerie da. Und wir ein guter Freund, wir waren Freund mit den Wirt. Und der Wirt, der wir sehr Fan zu mir, er lehrt mir viele Dinge. Und hat sehr schön gemacht, mit ihm zu schaffen. Aber hier, er hat mir einmal jeder Werk betont, mit einem Check, er schreibt den Check gut. Wir haben auf sein Pickup, ich habe mir den Check. Und aber jedes Mal, dann hat er da einen $50 Bill bei, oder vielleicht manchmal $200 dabei. Und dann sagt er einmal zu mir, aber das dauert sie, dann braucht das an einen regnischen Tag. Und andere wie braucht das, wenn da was auf einmal Sturm sind in ihrem Leben. Dauert nicht verbrücken, dauert das sie. Hier ist den Check, hier sind noch einmal ein paar hundert Peso oder was immer, oder Dollar, was immer das dann wird zu der Zeit. Und so, wie braucht das jedes Mal? Für Dinge, die bloß zum Schein gehen, zum Fun haben. Auf der Farmerie, wir nicht so viel zu tun, manchmal regnet es 4-5 Tage ein. Wenn es regnet, schwer, und dann gehen wir noch an die Quarks, oder wenn dann die Envelopes, gehen wir durch die Länge, dann nehmen wir uns den da rein, wo das steht, Rainy Day. Und dann haben wir da ein paar $100 bei, dann fuhren wir noch Labak, können ein bisschen Dinge kaufen, nicht ein Baskel kaufen für die Kinder, oder was immer das wäre. Aber wir haben ein bisschen was, wenn der Sturm kommt. Oder wenn auf einmal wer krank wird, dann haben wir dann ein klein bisschen was in den Envelope. Alles, was ich jetzt will sagen, das merkt ihr für Sturm. Krijg je een wat van Nivell du bist, wat van negotie du ist, wir merken ein bisschen reit für Sturm, wenn das nicht, wenn es der erste was kommt, bis wann der Sturm kommt. Wenn die Sturms, die kommen. Und so merkt ihr reit, dass ihr ein bisschen eine Savings Account habt, dass wir nicht brauchen, in den Druck sind. Und dann geht die Geschichte wieder, und dann sagt er, ob es heute zur Besinnung kommt, seht heute sich selbst. Wer redet nochmal zu sich selbst, wenn ihr zur Besinnung kommt? Okay, ich da auch.
En so, ik kom ook nog helemaal zur Besinnung und dann rede ich zu mir selbst und ich sage, bei Jung, wo habe ich nicht besser gedacht, wieso sehe ich das? Like, ich vertelle auf einmal Leute zu mir, wenn ich komme zur Besinnung. Und das, was das hier ist, dazu. Er kam zur Besinnung und er sagt auf einmal, hachte man, mein Vater, der hat Arbeiter, die leben besser als was ich da. Ich habe alles durchgewusst und die haben genug Brot zum Evangelium. Die haben genug Brot zum Evangelium. Und ich sehe hier und ich hungern, habe alles verbracht. Und so, er kam da zur Besinnung. Und ich hoffe, dass some von uns zur Besinnung kommen, wenn es kommt mit dem Geld, wenn wir haben gesagt, dass uns jetzt der Druck, dass wir zum Staub nehmen, zum eine Euro haben, vielleicht ein bisschen 7 oder was immer das ist, dass wir nicht brauchen, dessen Druck sind. Ich freue mich, dass wir als Kirche da sind, wo wir sind, dass wir können sagen, wir haben hier eine klare, praktische Botschaft, Menschen können hier hineinkommen. Ich glaube, dass wir sollen reich sein und wir sollen genug Brot haben. Jesus, der sagt, dass der Gott will haben, dass wir sollen reich sein, aber nicht bloß, dass wir reich sein für uns, dass wir reich sind, dass wir andere Menschen auch können helfen. Und ich freue mich, dass wir die Dere aufmerken und sagen, Menschen, kommt näher, wenn ihr meid sind, wenn ihr in der Druck sind und was immer das ist für ein Leben, kommt hier hin, hier wird Leben gewirrt, gesprochen, hier wird Brot sein, hier wird genug sein zum Eten. Im Jäselchen, aber ich glaube, wir sollen auch bereit sein, even natürlich, wenn wir sagen, dass das sind Menschen, die hungrig sind, das Jung, dass wir können sagen, hey, kommt näher, bei uns ist Brot, kommt näher, wir wollen anladen für Brot, weil wir haben immer genug zu geben. Wir sind nicht direkt bloß für uns, aber wir sind direkt und wir haben es reich gemerkt, verstorben, dass wir andere Menschen auch können helfen, wir können den Leib, die Genot und den Frieden mitteilen, was wir in das Leid sagen. Und das ist mein nächster Punkt. Wir haben noch die klein bisschen zu kicken, noch die Prinzipien von Frieden. Und wer ist der Prinz von Frieden? In Jesaja 9, Vers 5, das brauchen wir jedes Mal ab Weihnachten, das ist wirklich gleich ein bisschen Weihnachtsfarsch, wo das sagt, hat uns als ein Kind geboren und wir haben Sehen gekriegt, er hat das Reich gekriegt zum Regieren und er wird der wunderbare Ratgeber sein, er wird der Macher Gott sein, der ewige Vater und der Friedensprinz, was er genannt wird. In anderen Worten heißt der Prinz von Frieden. Und wenn wir von diesem Prinz hier reden, dann reden wir nicht von dem, was wir manchmal on TV sehen, was einen Schmack Haut hat, vielleicht auch noch eine Fahrer an, dann lange Schwert, einen Schmack angetragen. Das ist nicht von dem Prinz. Das ist der Prinz, von was er hier redet, das meint Haar. Heißt der Haar, heißt der Wirt, wie würde sagen, der Chief, oder der General, oder der Wirt. Das ist der Eberscher, das ist der, was in charge ist. Das Friedensprinz hier, das Prinz ist der, was in charge ist. Und ich glaube, dass viele von uns, wir sagen, ja, mir fehlt ein Radar, ich will gerat sein, mir fehlt ein Radar, aber ich weiß nicht ganz genau, was mir wirklich ein Haar fehlt. Wenn mein Haar fehlt, dort meint dann, Haar, ich werde so tun, als du sagst. Even mit meinem Geld, ich werde krieg so tun, als du sagst. Ich weiß mich nicht. Und das ist, ich stehe, und ich werde krieg so tun, als du zu mir sagst, wenn du bist mein Haar, du bist mein Wirt, du bist der Chief, du bist der Eberster, du bist der, was mir was sagen, wo ich die Dinge soll tun. Und dort will vielleicht manchmal ein bisschen zurückbacken. Ein Radar will ich haben. Aber weil wir wirklich ein Haar haben, wenn es kommt, bei uns leben, das war das hier ist dazu am Jet. Ich will etwas hast ein klein bisschen wiesen, wo Haar und Fried tobt jet. In Psalm, da sagt es, ich will mich da leihen und im Fried schlupen, weil dort schaust bloß du Haar, dort ich sicher wohne. Haar und Fried, die gehen taub. Und hier sagt es, der Haar wird sein Volk mit Fried sehnen. Und wie will je sehen sein, right? Und so wir wollen ein bisschen noch die Prinzipien checken, die Prinzipien von diesem Prinz. So wie Herr Grutz gesagt hat, heißt der Friedensprinz. Und der Prinz, der hat Prinzipien, er sagt uns, wo wir leben sollen. Er gibt uns die, wo wir leben können mit unser Geld, mit unser Ehe, in uns moralisches Leben. Allweil gibt er uns Prinzipien. Und der meiste Druck, lese ich mir ein bisschen nur, der meiste Druck, das kommt mal von, dass wir besiegen, die Prinzipien gehen, von was Gott hat angestellt in uns Leben, verschiedenste Areas in uns Leben. Und sie hat den Druck, wenn wir uns selbst weiten, das ist, was wir denken. So, das erste Prinzip hier ist das zuerst, das Prinzip von Gehorsam sein. Das erste Gehorsam sein. Und wenn wir in Malachi checken, Malachi sind die ersten paar Kapitel, da redet Gott von, dass je glauben, dass je kann in einer Weg gehen, je glauben, dass je kann, je weiter in selbst. Und das ist, wie wir anbeten, sei je da, aber er sagt, komm träg noch mit, das steht, dass ihr träg kommt. Und dann in Kapitel 3, da redet er von den Finanzen, von Geld.
En hij zegt dat je bent in een weg gegaan, aber das tijd dat je terugkomt. En hij zegt, je gaat je stoel van mij. En mensen zeggen, wo heb je stoel van mij? En hij zegt, dat je gaat je stoel van mij, wenn je gaat niet de tiendel en de offerings gebracht en dat huis, dat er genoeg brood moet zijn te eten. Daar heb je mij bestolen. Hij zegt, dat is tijd dat je terugkomt. Kom terug in den plan dat je waar geven doen. En dit is een zeer goed principe hoe je kan beleven. Ik reed de laatste paar weken met een persoon en zij zeiden dat ze hadden verlangt niemals niet dat je doen, dat ze die 10% dat afgeven van ihre Einnahme. Wenn dat had zich allemaal zo gefällt, dat ze weer bloß nog niet doen, ze hadden niet genoeg geld en dan wordt zich vastdraaien, wanneer ze dat op eenmaal worden doen. En nu hebben ze best op eenmaal gezegd, nu is het tijd, nu waar we aanvangen dat geven. Ze zeiden dat het interessant dat ze met 90% nu kunnen beter schaffen, beter negociëren en dingen alles doen, als wat ze eerst hadden kunnen met de 100%. Dat is een principe wat de schaf, wanneer we enger doen zijn, wanneer we gehoorzaam zijn. De nächste principe wat ik wil even gaan, dat is van tevredenheid. Contentment. De prins die heeft een principe van tevredenheid. Dat we best wel tevreden zijn met de dingen wat we hebben. Meint dat dan nu dat ik nu best niet wieder hängen rond jou, naar ik niet meer wil, wenn we zien is dat je druk van benoem zijn was van mij. Nou, dat is niet wat dat meint. Ik weet dat dat niet meer erg, wanneer we meer wil. We willen een beter huis, we willen vielleicht een betere koor. We willen dingen bloß einfach verbeteren. We schaffen daarop aan. We merken, plannen, we zeven. En we doen die dingen Gott even als er niet mal de jeen aan dat. Hij zegt ganz okay, wanneer we meer wil. Bloß, wat hij wil hebben, is dat we waar in ons hart, dat we waar dat kan verstaan, dat we tevreden zijn. Dat we niet in druk zijn en ik moet meer hebben. Maar hij is er okay met wanneer we meer wil hebben. En hij wordt ons zijn in dat. Ik geloof dat veelmaal is het even beter staat zo met onze kinderen. Wanneer onze kinderen bloß tevreden zijn, we zijn dat die zijn schaftig, die zijn tevreden. En de vrouwen nog meer, wie worden leichter dat geven, is wanneer de kinderen ontevreden zijn en de grumzaaien en grunzen en zeggen, ik wil nog meer hebben, wie worden zeggen, nou, du bent niet meer tevreden met dat wat du hast. So Gott, die wil dus dat in ons hart, zal we dus een hart hebben van tevredenheid. Christi, mijn vrouw, zij zegt mij eenmaal dat in dat heim zij op was, er wenig geld. Ze meest geen geld. Aber zij zegt dat ze is niet arm abgewassen. Ze is niet arm abgewassen, wenn Mama hat entgeleerd dat ze zullen tevreden zijn met de dingen wat ze hadden. En een ding wat zij zegt, wat mama niet heeft gedaan, is, einmal zegt, oh nee, dit gaan we niet. Oh, we hebben niet geld. Oh, dat gaan niet geld. No, dat kost ook niet. No, we hebben niet geld voor dat. En zo wat ik wil zeggen met dit als ouderen, jugend, alle leert je dat je niet dienstig reden, want ook niet geld is, van der om dat kijken. Zij zegt eenmaal, mama heeft gezegd dat, nou, van der waar we dat niet kijken, vielleicht nächste Mal. Oder irgendwas hat sie eine Weh mit den Kindern berät, nicht bis die aufgeschoben, gesagt, no, wir haben wenig Geld, wir sind haben nicht Geld. So, wir müssen abpassen, wo wir reden dann. Das nächste Prinzip, was ich will even gehen, das ist das Prinzip von Margin, auf Englisch würde wir sagen, auf Deutsch sagen wir, dass wir uns Raum geben. Dass wir ein klein bisschen Raum haben, dass wir uns nicht ganz fast ran. Wenn wir kommen bei unseren Grenzen, wir kommen ganz bei uns Limit und dann gibt es das so Druck. Waar meine Frau Christi sich gleich mehr Margin haben, mehr Raum sich zu geben, ist was ich tue. Aber ich weiß, dass noch einmal erst ist es dort, dass sie gleich 15 Minuten vor gleich sehr reite sind. Ich einmal mit den kleinen Kindern, sie sagt, die müssen reite sein. Ich sage, das ist noch 15 Minuten Zeit. No. Sie will die Kinder soll erst mal alle hineinkommen. Oh, und einer hat nicht Schau an. Und okay, das sind den Fehler zu kommen. Ja, du hast nicht mal ein Belt an. Oh, ja, ich kann nicht ein Belt an. Und so, erst mal alle reiten merken, okay, nu sind wir alle reiten, nu haben wir Zeit vor. Und so, was das ist, wenn wir uns Raum geben, dann geht der Druck rauf. Wenn wir uns ein bisschen Raum geben, dann geht der Druck rauf. Und das andere Prinzip, das ist von Nummer 4, das ist von freigeverig sein. Dass wir bis vor freigeverig sein. Und ich meine nicht bloß hier ist das so eine Kirche. Ich meine, wenn ihr hier rausgehen von der im Restaurant, wo immer ihr seid, dass ihr ein guter Tipp loten. Ihr schaut Tipp loten, dass ihr generous sein, nicht bloß 2 Preise geben, aber dass ihr generous sein. Die Freigeverigkeit ist nicht, was du das, aber das wer du bist. Eine freigevere Person, die kommt in den Stuhl an und die kann auch sagen, dass hier ist das, wo ich kann halten, hier kann ich mithalten.
Eine vrijgevende persoon, die zit dort, wanneer we veel methalten en als rijden methalten, merkte der und sagt, ik wil naar die gaan. Dat is niet bloos wat we doen, maar dat is wer we zijn, wanneer we vrijgevig zijn. We denken bloos aan anderen. En dan de nächste principe, dat is nummer 5, dat is van oprechtigheid. Dat we best voor oprechtig zijn met de dingen wat we doen. Best einfach doen wat er reich is. Hier is dit in Korinther, zegt het dat we bemühen ons te doen wat niet meer voor God, maar ook voor mensen reich is. So we worden best doen wat er reich is. So waar we oprechtig zijn en de dingen doen wat reich zijn. En dan de principe nummer 6, dat dat we niet zo denken dat ik wil mezelf weten, van niet zelfstandig zijn. Op Engels würden we zeggen dependence. Dat is een principe van dat we op ons thuis doen, mij fehlt het aan die God. En we zijn eenmaal zo, God, ik wil die zeggen, van mij dat is fehlt, ik zie nu nog ganz oké, maar wanneer er eenmaal wat fehlt aan die God, dan wil ik die zijn. Voor nu zie ik ganz oké. En aber ik leg dat veel alles is, wie nu dat gebed kijkt in aanvangsjaar en we zeggen, God gaf ons brood, jeder dag. Mij fehlt het jeder dag aan die, jeder dag fehlt mij dat aan die. Ik weet dat ik wil die brokken jeder dag. En we brokken ons in ander. Dat is wanneer we small groups hebben, we brokken ons in ander. Jun fehlt het in ander. En zo waar we bloos bij dem principe komen, dat we niet ons op eenmaal zo opstellen. Mij fehlt het aan keinem, mij fehlt het niet aan die, mij fehlt het niet aan God. Want op eenmaal dat, dan wil ik die zijn. So we moeten bij daar komen, wo we zijn, we zijn niet zelfstandig en we weten ons niet zelfs. En Johannes zegt dat, maar nu ga je mij nog in mijn naam, maar nu ga je am niks in mijn naam gevraagd. Je hebt mij am niks niet gevraagd. En hij zegt, vraagt. En ik wil je dat geven, dat je waar einfach keine vrede hebt in je leven. Dat wordt einfach joy zijn, dat wordt je schijn gaan. En zo, we hebben einfach mal vragen. We hebben ons niet zo opstellen. Ik wil die al zeggen, wanneer dat eerst wat veel. Vraagt en hij wordt die geven en dat je waar keine joy hebt, dat je dat wordt schijn gaan. Mir anke dat ze je schecht vorig merken van deze verlorene zijn. En waar naar de laatste vers hier is dat ze kijken. En ik wil mij opmerken en om mijn vader gaan en te hem zeggen, Vader, ik ga jij die in den hemel en jij die gezindig. En zo, hij heeft zich einfach opgemerkt en zegt, nu wil ik, dit is het plan wat ik heb, ik wil verder gaan, ik wil mijn vader zijn dat ik ga gezindig. En wel, du wirst vielleicht sagen, wel, ik ga niet gezindig wirklich met mijn finances, met mijn geld, zoals ik dat zie omgegaan. Dit wat het hier is, dat ze meint, ik ga gezindig, ik wil omdraaien. Ik wil het einfach omdraaien. Ik wil anders aanvangen te leven, als wat ik nu heb. Ik wil anders met mijn geld omgaan. Ik wil dat anders doen, als wat ik hier heb. Ik wil einfach was omdraaien, omkeren. Dat is wat ik nu dat ga je doen. En dan zegt het is dit. En hij ging daarop aan los. En kwam naar zijn vader. Manchmal braucht het plus dat we mal een stap verder wegmerken. Bloß einfach mal verder weg. Weet wie zijn dat, ja, ik wil een savings aanvangen, ik wil een euro aanvangen, ik wil aanvangen op te passen om mijn geld, ik wil op te passen dat ik niet kozen doe. Maar ik wil dat doen, wanneer je dit betaald hebt, Jan betaald hebt, wanneer we dit huis hebben, dan wil we nog deze kwa. Dan wil ik aanvangen, anders te leven. En manchmal fehlt het best mal, dat we einfach best mal een stap verder weg gaan. Dat is wat hij hier zei. Hij ging einfach best daarop aan los. Dat is wat hij wil doen. En God, die zijnt een plan. Wanneer du een plan merkt, hij zijn ons plan. We merken een plan. We zeggen dat dit wordt ons zoveel jaar duren, dat we voor uit dat lacht bitte zijn, waar we ons hadden zelfs niet hier. Maar we merken een plan en God, die zijn den plan. Dat ons dat veel chartere tijd weer. En zo God, die wordt dat zijn, wanneer du een plan merken. En dan zegt het hier is dit zo wieder. En de vader die zegt hem, al van wie af kom, en de vader die wordt haar kunnen zeggen, oh ja, dat had ik me zo gedacht, du wirst naar huis komen, du kleine duif. Hij wordt haar kunnen zeggen, we hadden het al lang, maar je wist dat du die niet met geld verstehst. Du verstehst die überhaupt niet met geld. Van klein aan hast niet. Dat dacht we ons, dat wordt ze, no, nichts dat. Dat zegt daar, dat am jammer dat. Den vader den jammer dat. Hier is het ding. Wanneer du diese Fall hast, du hast arg gegaan met die finanzen, du hast arg geleefd met die geld, hast arg omgegaan. De vader, die wordt die niemals niet dal zijn in die strofen en die dingen dal zijn over die, voor die dingen wat die hast zelfs aangedaan. Maar am jammer dat, hij heeft compassion, hij zegt, kom bloß naar mij en kom in mijn plan, dat is een beetje zijn charme, kom in deze charme, doe dat mal zijn weg. Das wat ik ga aangevierd, dat du dat zo staan, die druk die wat drauf gaan, wat niet druk zijn in die leven.
wenn die Finances und du hast anfangen, bloß ein schönes Leben zu haben, die dort was in mein Plan down. Komm bloß nach mir. Mir jammert das über die, komm bloß träg. Und so dort ist ein gutes Ding. Für mich wird das ein gutes Ding. Und dort sage ich nicht, dass da vielleicht nicht einmal Fallen sind von Dingen, wo wir erreichen gehen. Für uns wird das ein Fall, was das kein, wenn wir erreichte Entscheidungen gemacht. Aber der Führer, das ist immer compassionate. Am jammert das über uns und will, dort uns soll das gut gehen. Und so, wel bis mal anfangen. Vielleicht sagst du dort, well, mir wird das Monate dienen, oder mir wird das Jahr dienen, was immer das ist. Merk einen Plan, wo du kannst die Schuld reinkommen, dass du nicht brauchst, in den Druck sein. Und dann das andere Ding ist, fang von der an, krieg dann was von Level du bist, dass du mit was reit hast, wenn der Sturm kommt. Besonders vor allem, ich würde sagen, vor allem erst dort, merk ein bisschen was reit, für dann, wenn der Sturm kommt, wenn der Sturm der wird kommen. Und so, druckfrei leben. Wir haben einfach ein bisschen leben, wo das weniger Druck wird sein. Viel von dem Druck, wo wir in ihr leben, das ist, wenn wir uns das selbst angejagt. Wir wollen meiern, wie wir benommen mit meiern, ich will nach dit, und ich will nach dit, und dass wir vielleicht fertig sind. Kriegst du das jung? Die Aufgabe, die wird nach seine kommen, aber ich will das nu. Und manchmal dürfen Dinge, was wir noch nicht bereit sind. Vor dem Himmel, ich danke dir, dass dein Wort klar ist, und dass wir können sagen, was die Prinzipien sind von dem Prinz, von Frieden. Und wir wollen diesen Frieden in uns Hart haben, wir wollen nicht in diesen Druck sein. Und ich bete, nu bis krieg von jeder einer, was hier ist, der wird uns schicken online, dass wir eine Staubfähre, weil ich merke, einfach anfangen loszugehen, darauf loszugehen, und einen Plan merken, dass wir können in das Leben rausgehen, wo wir in der Druck sind. Halb uns, ja, von uns Weisheit, um die Staaten zu nehmen, dass die das was wohlgefällig sind, dass wir können in diesen Charme sein von sehen, was du hast, wenn wir dort nach Dien weichen oder. Ich danke dir für das in Jesu Namen. Amen.